Mein Name ist Heidi Sequenz, ich bin Abgeordnete der Grünen Partei in Österreich für die Provinz Wien. Ich bin jetzt seit 4 Tagen in Rojava. Einer der Gründe war, weil ich schon sehr lange der kurdischen Bewegung verbunden bin in ihrem Kampf um mehr Gerechtigkeit seit sehr, sehr vielen Jahren, aber auch, weil jetzt natürlich ein ganz besonderer Zeitpunkt ist, wo sozusagen es gilt, diese Errungenschaften, vor allem feministischen Errungenschaften hier in Rojava zu verteidigen, wenn man gleichzeitig sieht, was im Rest von Syrien passiert, wo eine islamistische affine Partei jetzt gerade übernommen hat. Und das war dann wirklich der Grund, warum ich gesagt habe, ich komme jetzt, weil ich hatte schon mehrere Einladungen, aber das war jetzt der beste Zeitpunkt. Wir haben auch erfahren, dass hier Institutionen einen Co-Vorsitz haben, also immer ein Mann und eine Frau. Ich finde das insofern interessant, weil die grünen Parteien in Deutschland und in Österreich sich auch dieses Prinzip angeeignet haben. Also die Parteien in Deutschland oder auch in Österreich oder in Wien leitet ein Mann und eine Frau die Partei. Also vielleicht haben wir das sogar von Rojava gelernt. Was mir, wie gesagt, ich kenne auch das südliche Syrien. Was mir aufgefallen ist, natürlich die Freiheiten, die Frauen hier genießen. Das sieht man natürlich für jemanden, der nicht sehr oft hier ist, an der Kleidung, wie man sich bewegt, dass die Frauen berufstätig sind, dass sie alle auch eine höhere Bildung anstreben. Und das ist für mich besonders wichtig. Ich habe ja auch sehr, sehr lange unterrichtet und ich weiß, was das bedeutet, wenn Mädchen von Bildung ferngehalten werden oder wie es jetzt in Afghanistan passiert. Zur ökonomischen Lage glaube ich, dass sie schwierig ist für alle, nicht nur für Frauen. Und ich hoffe halt wirklich jetzt, dass das Deal mit Giuliani jetzt insofern aufgeht, ein bisschen, dass das ganz Syrien hilft, also dass einerseits Syrien Öl aus Rojava bekommt oder auch den Weizen aus Rojava bekommt, aber gleichzeitig auch also Bundesmittel in diese Region fließen, um hier, wie gesagt, auch zu so Institutionen wie dieser Kunstakademie zu helfen und ein Equipment zu kaufen und eine gute Infrastruktur aufzubauen, beziehungsweise überhaupt die Infrastruktur hier aufzubauen. Wenn ich sehe, dass manche Städte keinen Strom haben, dann ist das etwas, wo beide Seiten gewinnen können. Und ich hoffe, dass das auch wirklich so ausgeht, diese Vereinbarung, dass beide gewinnen können. Und zum militärischen Aspekt konnte ich natürlich sehr wenig beobachten hier. Mir fällt natürlich auf, dass wir sehr nah an der Grenze sind. Wir sind ja unmittelbar an der Grenze entlang gefahren. Und das Wissen, das ich über den militärischen Aspekt habe, den habe ich eher aus Österreich. Ich beziehe einen Newsletter von FACOM, wo ich quasi fast täglich, wenn etwas passiert, ein Update bekomme, was gerade in Rojava passiert, zum Beispiel die Bombardements des Tischren damals, also das bekommen wir wirklich geliefert, im Detail beschrieben. Und das ist für mich natürlich eine sehr, sehr, also völkerrechtlich sehr, sehr bedenklich. Und was mich dabei erschüttert ist, dass es keinen internationalen Aufschrei gibt, wenn ein Land ein anderes Land angreift, bombardiert, wo Menschen sterben, die Infrastruktur zerstört wird und eigentlich ist es nicht bekannt und nicht in den Medien. Das Allerwichtigste ist, dass dieses Modell hier überlebt, das Giuliani-Regime, weil das ist das Allerwichtigste. Nur so kann es ein Vorbild für andere Regionen dieser Welt sein, weil das wäre
das Fatalste wäre, wenn es scheitert, weil dann wäre das wirklich, das würde so viel Hoffnung nehmen. Und bezüglich Zusammenarbeit und um eben diese Ungerechtigkeiten oder auch diese Morde vielleicht zu verhindern ist, ich glaube, also meine Aufgabe sehe ich, dass ich das, was ich hier gelernt habe, an die Öffentlichkeit bringe mit meinen Mitteln, die ich habe, weil ich glaube, das ist, ohne dem geht es nicht. Also ich denke mal, das ist nicht nur in Rojava so, das ist auf der ganzen Welt so. Wenn du eine öffentliche Empörung erzeugen kannst, dann ist das das stärkste Druckmittel, das es gibt. Und darin sehe ich eigentlich meine Aufgabe. Und ich glaube natürlich schon, dass das vielleicht auch eine Zusammenarbeit entstehen kann. Zum Beispiel habe ich wirklich fix vor, die Dame mir fällt der Name nicht ein, die nach Deutschland reisen wird und dort, also diese Malaschin aus Malaschin, ja. Also das habe ich fix vor, dass ich die nach Wien einladen werde, damit sie dort einen Vortrag hält und über diese Arbeit hier berichtet und vielleicht ergeben sich dann Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Und ich glaube, das würde natürlich auch emotional diese Leute stärken und auch uns, weil wir wissen natürlich, dass es viel mehr Mut braucht, um hier so eine Frauenorganisation aufzubauen, als wenn ich in Wien auf die Straße gehe und ja, über die Ungerechtigkeiten mich beschwere, die Frauen widerfahren. Es passiert mir nichts, ich kann das tun. Ja. Also insofern, also für mich, also das war sehr, sehr beeindruckend für mich, dieser Besuch. Und diese Hartnäckigkeit ist vielleicht jetzt negativ, aber diese Stamina, die diese Frauen haben, obwohl sie verhaftet werden, geschlagen werden, dass sie weitermachen und dass sie auch ihre Familien dafür gewinnen können. Ich glaube, das Wichtigste ist, dieses Projekt bekannt zu machen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es wissen wenig Menschen davon, was hier in Nordostsyrien passiert. Also die meisten Leute wissen gar nicht, dass das ein autonomes Gebiet ist teilweise, wo etwas entstanden ist. Und das gilt es öffentlich zu machen, dass das ein Vorbild für den gesamten Nahen Osten werden kann und vor allem einmal für Syrien. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und solche Delegationen wie die sind natürlich das Allerwichtigste. Und natürlich auch, man kann auch natürlich Veranstaltungen in Europa machen, zum Beispiel eben mit dieser Frau. Das ist etwas, was ich glaube, ist das Wichtigste, dass es bekannt wird in all seinen Facetten. Mit der Kunsthochschule, dass ich mich kleiden kann, wie ich will, dass ich zur Schule gehen kann, dass ich arbeiten kann, dass es das gibt im Nahen Osten.